Guten Abend miteinander, herzlich willkommen zur Panoramasendung. 2 Beiträge, Kampfwahl und Statthalteramt Interlaken-Oberhasli und volle Skischulen im Berner Oberland. Das Wort Regierungsstatthalter sagt eigentlich sehr viel. Eben jemand, der statt der Regierung dort ist. Und wenn man das zu Interlaken ist und zum Oberhasli muss schauen, ist das eine schwierige Geschichte. Der Martin Künzi lebt das seit 12 Jahren und er stellt sich jetzt der Wiederwahl und es gibt eine Kampfwahl. Der Beitrag von Ben Abeckle. Herr Künzi, der Peter Zumbrunn aus Brienz ist euer Gegenkandidat. Wie habt ihr von dem erfahren? Ich habe es Ende Jahr mal als Gerücht gehört, aber gewusst habe ich es erst im Jänner. Und ich war zuerst schon überrascht, habe es jetzt aber so zur Kenntnis genommen. Ich denke, er hat einen guten Job gemacht als Gemeindepräsident, jetzt auch bei diesem Unwetter. Aber die Funktion des Statthalters ist natürlich ganz etwas anderes und hat mit dem, was er bis jetzt gemacht hat, wenig zu tun. Wie geht es euch persönlich damit, mit dem Wahlkampf, der jetzt bevorsteht? Ja, das ist etwas, das, auch wenn man ehrlich ist, niemand sucht. Aber wie gesagt, ich habe mich darauf eingestellt, will noch mal alles geben. Und sehen wir dann, was im Mai für ein Resultat gibt. Wichtig ist wirklich, es ist nicht eine One-Man-Show, sondern es ist eine Arbeit in einem Team. Und insgesamt finde ich, wir haben das eigentlich gut bewältigt. Vor allem können wir trotz gleichbleibender Personalressourcen die Geschäfte, die wir bearbeiten müssen, immer noch in einer nützlichen Frist abschließen. Hier in Bern war der ganze Tag so ein bisschen bewölkt. Die Sonne hat nicht durchgeschaut. Man hat höchstens etwa mal ein SMS oder ein WhatsApp bekommen vom Oberland, männlichen Grand Bleu. Um das geht es jetzt in dem nächsten Beitrag. Der Jannik Müllemann erzählt, dass die Skischulen wirklich platschvoll sind. Was erwartet euch in den nächsten 5 Tagen? Also wir hatten schon Sportferien die letzten 2 Wochen, aber es ist deutlich weniger gelaufen, als wir es gewöhnt sind, weil halt all die Sportferien von den verschiedenen Ländern und Kantonen übereinander fallen. Und ja, ab morgen erwartet uns ein bisschen Tsunami aus Kind. Also es wird Vollgas laufen, am Limit. Und ja, also wir sind uns eigentlich gewöhnt, die Hochsaison. Und wir sind jetzt einfach, ja, wir sind noch am Rüsten. Aber es geht Vollgas rein, ja. Wie sind die Verhältnisse so für die nächsten Tage? Also ich meine, besser kann es nicht sein. Es hat jetzt auch schon im Dezember und jetzt wieder, es hat immer wieder Schnee gegeben. Und dann immer auf die Hochsaisonwoche hat sich das Wetter verbessert oder ist schön geworden und die Schneeverhältnisse sind fantastisch. Und das macht es natürlich für unsere Gäste auch einfach, weil wenn es eisig ist oder es Tiefschnee hat und so weiter, dann ist es schwieriger für sie zu lernen. Und jetzt sind wirklich die idealen Bedingungen, wo man Ski funktionieren, so wie man es will, und dann kann man auch viel schneller lernen. Ja. Vom Oberland zurück, jetzt hier wieder ins Futterhaus auf Bern. Es geht weiter zusammen im Zentrum mit dem Matthias Mast. Bei mir zu Gast ist Roman Grüniger, ist Sponsoringchef vom Eidgenössischen Schwing- und Alpenfest in Thun von 2028. Aber es ist noch viel mehr. Er hat zum Beispiel das Sponsoring gemacht bei den grossen Meisterjahren von IB. Er war auch bei Thun dabei. Ein Sporttalent, punktum Sponsoring und noch viel mehr. Soweit unsere Sendung «Zusammen im Zentrum». Jetzt geht es hier weiter mit dem Wetter. Nehmt uns Wunder, was morgen passiert. Und wenn ihr Zeit habt, geht mal auf die Website schauen, plattformj.ch. Dort haben wir nämlich nicht nur Wetter und politische Meldungen, sondern neu auch ein Reisemagazin. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Bärenstarke Winterferien. Made in Bern. Schön schauen Sie das Wetter hier auf der Plattform J am Dienstagabend, meine Damen und Herren. Heute im Laufe des Tages hat man über dem Hochnebel recht sonnige Verhältnisse geniessen. Natürlich auch wieder schönes Wintersportwetter, das es dort hat in der Höhe. Wir haben aktuell ein umfangreiches Hochdruckgebiet, das unser Wetter bestimmt. Das Zentrum liegt östlich von uns, hier über Osteuropa. Es hat aber, wie gesagt, auch Einfluss auf unser Wetter. Morgen am Mittwochvormittag haben wir Hochnebel unterhalb von etwa 800 bis 1000 Meter oder auch Nebel, also in den tiefen Lagen oft grau in den Bergen. Zum Teil sonnig, es ziehen auch ein paar dichtere Wolkenfelder über den Himmel hinein. Das gilt für den ganzen Tag. Der Nebel, den wir haben in den tiefen Lagen, der kann sich dann vermutlich teilweise auflösen oder mindestens teilweise auflösen.
Wie gesagt, außerhalb vom Nebel am Nachmittag ein Mix Sonne und Wolken. Die Temperaturen gehen darauf auf maximal etwa 4 bis 6 Grad. In der Nacht auf den Donnerstag haben wir eine ganz schwache Störung, die von Westen her reinzieht. Es gibt ein bisschen Regen da und dort. Auch am Donnerstagmorgen noch ein paar dichtere Wolken und letzte Regentropfen. Der Tag durch einen Übergang zu recht sonnigem Wetter und dann stabile Verhältnisse vom Freitag bis zum kommenden Montag. Teilweise hat es Nebelfelder in den tiefen Lagen, sonst ist es aber meistens sonnig und die Temperaturen gehen in den nächsten Tagen dann ein bisschen drauf. Das war vom Wetter hier auf der Plattform J. Danke fürs Zuschauen und weiterhin einen schönen Dienstagabend.